Ich habe mich spontan entschieden, mit dem Fahrrad um die Schweiz zu fahren. Während 10 Tagen habe ich die nötigen Vorbereitungen getroffen. Dazu gehört eine grobe Route zusammenstellen, ein geeignetes Fahrrad auszusuchen und umzubauen und die wichtigsten Sachen einzupacken. Zudem habe ich mir Tipps von einem Profi geholt. Iss, bevor du Hunger hast und trink, bevor du Durst hast. Ja. Für die Reise habe ich mir ca. 25 Tage eingeplant. Bei der Abfahrt habe ich noch nicht gewusst, wo ich in den nächsten paar Tagen werde essen und trinken werde. Und vor allem, wo ich schlafen kann. Da ich kein Zelt mehr auftreiben konnte und ja gleich noch jemand pennen muss, falls es regnen kommt, ist das jetzt hier das Endresultat, wo ich heute drin werde pennen. Es sieht recht verkrüppelt aus. So, liebe Leute, heute ist es soweit. Der erste Tag von meiner Rundreise um die Schweiz beginnt. Jetzt morgen um 8 Uhr. Und Katz würde sich gerne noch verabschieden. Boy, ich weiss nicht, was hier abläuft. Da ist echt schon die Kette rausgefallen. Nach, ja, gefühlt 500 Meter. Die Kette wäre wieder drin. Schwarze Finger, check. Oh shit. Wirklich ein hure verlassener Ort. Ich bin jetzt gerade angekommen hier auf einem Campingplatz. Und eigentlich wollte ich mein Zelt dort hinten dran stellen. Aber dann habe ich gesehen, dass hier der Schlüssel drin ist, in diesem geilen Tipi-Zelt. Und hier innen es richtig viel Platz hat. Ich glaube, ich habe noch mal Glück gehabt. Hier schön am Grillen, die Kotelett drauf. So. Ich bin jetzt wieder losgefahren. Es ist hier richtig heftig am Winden. Das heisst, Hoger auf, Schritttempo und Hoger ab. Muss man auch noch angeben, dass man vorwärts kommt. Ja, angelaufen. Hier noch ein Geschenk bekommen vom Haus. C'est excellent. C'est super. C'est une spécialité. C'est une spécialité de la maison. Ah, c'est... Sehr geil, sehr geil. Wasser, immer wichtig. Iss, bevor du Hunger hast und trink, bevor du Durst hast. Ja. Das sollte man nicht vergessen. Immer schon nachfüllen, wenn man einen Brunnen sieht. Sonst leidet man irgendwann. Haben wir hier ein kleines Zimmer mieten, wo ich immerhin, dass man wieder ein bisschen Wärme pennen kann. Die Leute sind auch sehr nett. Ich gehe dann zu ihnen aber noch ein Bier nehmen. Wir sind wieder on Tour. Es geht weiter. Und das Wetter ist eigentlich dirty as hell. Ich bin jetzt in einer halben Stunde unterwegs und ich bin eigentlich schon ziemlich nass, würde ich sagen. Und hinter diesem Berg ist die Grenze. Einer ist Frankreich. Wir fahren jetzt hier entlang und schauen mal, wo es da herführt. Das erste Mal im Zug unterwegs, weil das Wetter echt so schlecht ist und man dort hier, wo ich durchfahre, nicht wirklich durchkommt. Und jetzt gehe ich mit dem Zug auf Yverdon-les-Bains. Hier wird mein Platz sein für heute Nacht. Dann stellen wir das Zelt mal auf, würde ich sagen. Leider ist das Zelt hier immer noch kaputt in der Mitte. Man kann es jetzt nicht richtig aufstellen. Und jetzt muss ich es zuerst kleben und hoffe, dass es das nicht mal verleiden. Okay, ich glaube, ich habe das ein bisschen unterschätzt. Das Zelt hier ist mehr am Arsch, als ich gedacht habe. Und ich bin hier vom Camping und habe kein Zelt.
Mal schauen, ob wir noch eins auftreiben können, wenn das hier nicht funktioniert. Yes, da mein Zelt kaputt ist, muss ich jetzt hier noch ein neues kaufen. Aber ich sehe hier nur Scooters. Ich glaube, falsche Abteilung. Ah, die sind einfach kein Zelt, Mann. Ja, liebe Leute. Ich habe jetzt offiziell kein Zelt, das ganz ist. Leider Sache. Aber ja, müssen wir jetzt halt durch. Jetzt wird improvisiert. Und übrigens habe ich scheisse Hunger langsam. Fick, Alter. Iss bevor du Hunger hast und trink bevor du Durst hast. Ja. Da ich kein Zelt mehr auftreiben und ja gleich noch immer pennen muss, falls es regnen, ist das jetzt hier das Endresultat, wo ich heute drin werde pennen. Es sieht recht verkrüppelt aus, im Gegensatz zu anderen Zelten, die hier stehen. Aber trägt stolz Nummer auf diesem Mast. Ich kann hier mal einen Inside-Blick geben. Ja, ich glaube so quer kann ich da schon irgendwie reinlegen. Direkt neben dem Camping läuft eigentlich Match. Königs gegen Ivech hier. Ich glaube 5-0 für Ivech hier. Und hier Königs Kurve. Heftiger Shit. Erste Nacht im Zelt. Schon mal überlebt. Oh, die Sonne kommt mal. So, meine lieben Leute, heute geht es eine Runde weiter, Tag 4. Und zwar gehen wir heute auf Lausanne. Wir sind hier wieder unterwegs. Die Motivation ist wieder ein bisschen mehr da. Alter, what the fuck? Die ist echt steinhart. Das ist hier mein Weg. Und hier ist echt nichts mehr. Ja, dann muss ich auch zurück. Ich bin jetzt angekommen in Lausanne, genauer gesagt in Le Mans. Ich habe hier mein Airbnb bezogen. Und ja, es ist klein, aber es reicht, das ist gut. Genug Platz. Und nachher gibt es hier noch die legendäre Bolognese-Sauce mit Gnocchi. Hier ein bisschen das Sparmenü aktiviert. Über dich ein Messagebuch YouTube. Liebe Leute, Tag 5. Wir sind hier im Genfersee. Und ja, heute geht es weiter. Alles am Genfersee entlang. Zur Rhone, zum Fluss, damit ich dort entlang fahren kann. Und ja, Lausanne ist eine riesige Stadt, wie ich gemerkt habe. Die haben über 100'000 Einwohner. Und hier ein paar Eindrücke von Lausanne. Lausanne hat 120'000 Einwohner. 24.000. Wie viel? 24. Wie alt viel? 24? 420. 400? Was? Richtig heftig.
gerade einen neuen Freund bekommen. Der chillt jetzt mit mir. Der kommt auch mit bis Vevey. Vorhin bin ich im Camping angekommen, mein Zelt aufgestellt. Wir befinden mich hier in einer Campingdusche und so ist es also hier zu duschen. Metro Boomin, want some more, nigga. Leider die erste Platte. Boah. Fucking kalt, Mann. Jetzt echt schon Schnee. Ja. Es geht jetzt 19 Kilometer lang echt so der Hocker ab. Wir kommen hier zur Grenze. Offiziell in Italien angekommen. It's my